Latschen der 16er Burm. Grüß euch, habe ich die Ehre, servus, schön, dass ihr beieinander seid. Das ist mir eine Freude. Na schau, jetzt haben wir euch begrüßt mit einem Instrumentalstück mit dem Lena Marsch. Genau, von Anton Bischinger. Ja, naja, mit dem müssen wir natürlich. Mit dem müssen wir mal gesagt, jetzt fahren wir ganz anders. Wir können ja aus dem Vollen schöpfen, jetzt wenn wir wieder beieinander sitzen. Jetzt ist ja alles wieder möglich. Natürlich gesichert durch den berühmten Dopplermeter. Das Dopplermeter eigentlich. Na, das Dopplermeter, das misst. Das misst. Aber genau. das ist der Dopplermeter, der gemessen wird. Welch schönes Wort. Nicht wahr? Ja, ja. Also das Dopplermeter, das Rutgersche Dopplermeter, muss man eigentlich sagen, ist eine Erfindung, nicht? Was also genau zwischen uns dann dafür sorgt, dass wir im Sicherheitsabstand spielen, werden uns nicht Wir anspucken. dürfen uns nicht so vorbeugen zu weit, nicht? Das ist nicht. Ja, das geht sich aus. Ja, das ist ein guter Meter. Das ist ein guter Meter. Das ist ein guter. 9 Doppler umfasst dieser Dopplermeter und ja. Jetzt ein bisschen mehr auch noch draußen vom Brett her. Genau. Meine Bitte an euch, schreibt auch nochmal eine bitte, ob Ton und Bild passen. Also Bild, glaube ich, passt ganz gut. Ton wäre wichtig, ob wir nicht zu leise sind. Ansonsten begrüßen wir natürlich jetzt einmal die komplette Bagage, wie man so schön sagt. Von der Susanne Pump, Günther Grusel, Fritz Stadtguss, Hubert Hinkofer, Franz Ruschka, Franz M., Daniela Schlögel, Sören Waldkeit, Thomas Klagenfurt, Thomas Faber, Gerhard Wieser, Matthias Mariacher, Thomas Bastlecke, Bruderherz, Blunzenkistel ist auch noch dabei, herrlich. Na, schau da was an, schau da was an. Und wir begrüßen auch alle anderen, die nicht kommentieren hier natürlich. Selbstverständlich auch herzlich willkommen. Na, unbedingt, weil es kommentieren nicht immer alle. Aber heute, nachdem wir wieder Pavlatschen ist und nicht Konzert, haben wir gesagt, ich lege natürlich den Computer daher, dass wir auf die Kommentare eingehen können, ist ja ganz klar. Die Hette ist auch der Rodolfo Corbesso, ein Welteinlauf, schreibt er. Lederisch, jawohl. Gleich zu richtig, ja. Na schau, Blunzenkistel haben wir schon gesagt, der hat schon die Achtel rein. Herrlich, danke, sagt der Sören. Na schau, wir fangen schon gut an. Apropos Achtel, ich habe schon einen Durst, das ist noch ein Wasser, meine Lieben, dabei. Ich entschuldige mich. Du musst dich nicht entschuldigen, Landal Stromer ist dabei, der GS Ferch ist auch da. Bist du zurück vom Motorradfahren? Heute ist er pünktlich, schreibt er sogar. Na, groß. Ist noch hell draußen. Das ist ein Opener. Alle Ehre, sagt der Georg Scheurer. Jawohl, Ton passt, beides passt, Ton ist okay, das wollte ich hören. Ton ist okay, Bild ebenso. Schön. Mir auch. Super, alles in Ordnung, sagt der Fred Startguss. Na dann können wir es ja angehen. Das heißt trotzdem, also obwohl der Patrick mein Auto da ist, ja das ein oder andere Achtel geht vielleicht, aber vorerst trinkt er ein kleines Ich nehme mal ein Bier mit. ein kleines Seidel. Können wir ein Wortspiel machen? Ein Seidel habe ich heute für meinen Podcast das Interview gehabt mit dem Jazzgitarrist und Sänger aus Deutschland, Jörg Seidel. Süderhöfen, Patrick. Schau, ob du Süderhöfen. einen Öffner wo hast. Na, Öffner brauchen wir keinen Öffner, das ist ein Jetzt Dreh und geht's Trink. Nicht Ja, wahr? aber das ist schon, auch mir nicht so einfach zu machen. Ich bin schon bei der Literwur angelangt, wiederum aber eine elitäre, wieder vom Weinbau Graf, weil wir dachten, wenn er uns schon die Doppler zur Verfügung stellt für das Dopplermeter, dass wir einen entsprechend würdigen Weinbau Graf aus Bullendorf, der Mammutwein, eines unserer Hausmarken. Jawohl. Schau, der GS Ferche extra für euch die Runde verkürzt, das ist Ja, leid. Wahnsinn, gell? Ferchis, das ist leibend. Das ist absolut leibend. Da muss ich gleich, ich nehme gleich einen Schluck einmal. Prost. Lukas Steirer schon dazu, mein Neffe. Moin Moin, sagt er. Ja, aus Hamburg. Aus Hamburg. So, das freut mich. Ja, heute sind wir wieder weltumspannend, das ist leibend. Und der Blunzenkistel sagt, es ist so ungewohnt, dass der Klaus rechts sitzt und der Patrick links. Ja, stimmt. Weil beim Skype waren wir Richtig, ja, rechts zu mir, ja. Aber jetzt sind wir halt in Konzertposition. Sind wir live sind wir, live. Das ist einfach besser vom Schranken her, vom Klaus, von der Kontra. Vom Schranken. Das erinnert mich an die Geschichte. Jetzt hat er mal das Dopplermeter an mit Schranken. Nein, ich will. Sehr stampfig. Schönes Geräusch. Das erinnert mich an die Geschichte, wie da haben wir gespielt bei einer Hochzeit in Jürteskassen in Schloss fix, wo der Winkler Hermann und der Name ist. Na, gefällt mir Mir liegt es auch auf der Zunge jetzt. Also ein nobles Gut und so Haubenküchen-Ebene, nicht? Und da war es eine Hochzeit, da haben wir gespielt und das Brautpaar war sehr, sehr lieb, die haben gesagt, also wenn wir dann essen, also ich habe gesagt, grundsätzlich sind sie nicht eingeladen bei uns, weil wir haben die gut gekannt, bei uns ist, aber wir wissen, ihr seid Raucher. Und damals ist es ja noch gewesen, dass man noch drinnen auch noch rauchen können, irgendwo nur in der Tafel, die Tafel dort war halt nicht.
Und da haben sie uns extra, also in ein extra Zimmerl, und gesagt, wenn es wollt, geht's dort, weil da könnt ihr essen und gemütlich und rauchen und was trinken und dann, wenn es wieder spielen kommt, kommt her. Und das war so, und die war sehr nobel, gell? Wir sind da um Heck gepflegt worden, also wirklich, was mit allem drum und dran, mit Besteck da. Ja, das Werkzeug hat gefällt auch. Naja, das war ja das. Ja, Ich wollte jetzt auch. Entschuldige, Patrick, der du bist auch eine Geschichte erzählt. Na, was für eine. Nein, aber auf jeden Fall, der Patrick hat sich besonders auf Nobel verhalten, muss ich sagen, besonders auf Nobel. Und das tut natürlich so alles herkommen, Serviettel am Oberschenkel gelegt, warum auch immer man das macht, weiß ich nicht, aber... Es geht sich bei meiner Größe nur auf einem Oberschenkel meistens aus, weil die sind nur so breit. Ja, aber da habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht angeputzt. Na, da müssen wir es einstecken, einmal nicht einmal. Das schreibt aber auch Roland Trettl in seinem Buch, er versteht das nicht. Warum er da, Kein Mensch versteht das, ja. Ich putze mich immer da ab, bei der Wand. Ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall, alles läuft nobel ab, ja, wunderbar. Ich wähle die Weine aus der Reihe nach und dann gerne und dann so nachspeisen, dann nehmen wir dann vielleicht doch die Beeren auslesen. Und reden, ne, weißt du, ja, ganz auch wichtig. Ne? Und dann fällt ihm auf, dass aber jetzt da noch ein Besteck noch fehlt. Und aus dieser noblen Umgebung, wie er sich gerade verhalten hat, der Herr Patrick Rutger, Originalzitat jetzt da, Gens, Entschuldigung, ein Werkzeug braucht man noch. Prost! Prost, ja, auf das trinken wir aufs Werkzeug. Seid ihr wohl? Aufs Werkzeug, jetzt sehr zum Wohle. Prost, Prost. Auf euch, zum Wohl, Prost. Ja, herrlich, herrlich. Ja, da schau her. Da schau her. Alfix, der ist auch dabei, grüße die Buben. Die Corona-Doppler, fragt der Günther. Ja, Corona-Doppler, ja, es ist also aufgrund des Sicherheitsabstands natürlich eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit, was soll man machen? Aber schau, wie schön die putzt sind. Hat der Patrick gemacht? Nein, das hat die Elisabeth gemacht. Das Also, hat die Lisi Kraft gemacht. Das war mein Glück. Meine Freundin gemacht. Der Hubert Hinkofer fragt beim Patrick, ist das ein Corona-Extra? Nein, das ist also ein Nein, Gösser. circa Gösser. Marz Garage aus Kiel ist dabei. Du, und der Fritz Stadtbus, Fahrtscheine mit einem Wunsch, die schräge Wiesen. Sind wir auf einem Wunschkonzert oder was? Na, wenn's mir gefällt schon. Ja, wenn's mir kombiniert. Wenn mir der Wunsch taugt, bin ich voll dabei. Bin ich voll dabei. Sind wir dabei? Jetzt habe ich ein bisschen lauter traten, vielleicht muss ich dazwischen ein bisschen zurück, dann müssen wir schauen. Da werden wir etwas leiser singen. Aschare, naja, das geht nicht so gescheit. Aschare. Weil das habe ich mal gemacht im Skype-Spiel, das ist mir eigentlich am meisten am Zager gegangen. Die Das, egal, ich hätte so weit zurückfahren müssen, dass man mich dann nicht mehr gehört hat beim Reden und das leise Singen, dann lieber bist du voll im Ding drinnen. Nein, also wir singen und ich drehe zurück, wenn es ist. Wenn es nicht ist, dann übersteuert es auch. Aschare, geh wie vor. Aschare. Ah ja, guck schon wieder. Jawohl. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also müsst ihr, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat allweil Zeit und Zeit so viel am Freund und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin vor dem Wintertram dahin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur Ascharige Wiesen am Donaukanal, das werde ich gern auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist nicht, kein Rechenpapa, mein Wirtsel, ja, der wird besorgt. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Ascharige Wiesen am Donaukanal, das werd ich hier auf jeden Fall. Wenn auf der Rossauerlände dann so gegen Ende mehr Frieden blüht, dann wollen alle Wörter reisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Anna, bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lampencheck, den brauch ich auf und Büsel für mich hin. Ascharige Wiesen am Donaukanal, das werde ich hier auf jeden Fall. Ich brauch keine Missicht, kein Rechenpapa,
mein Mirzel, ja, die lernen mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Scharige Wiesen, Am Donaukanal ist meine Kehre, auf jeden Fall fit. Jawohl! Jetzt hab ich einen Schnagel gehabt, der Leicht. Der Schlager, hast du gehört? Schlager. Ja. Da denkt er an die. Muss ich gleich noch einen Schluckerl nehmen? Da denkt er an die. Ja. Ja, schau. Der Harald Sellinger freut sich, dass wir wieder beieinander sitzen. Ja, schön ist das. Immer wieder ein großes Ich Kino. glaubst du, wie leibend das für uns zwei ist? Ja, das kannst du auch nicht mehr. Also, vor allem, grundsätzlich so schon mal und dann natürlich musikalisch. Also das ist dann gleich einmal ganz was Ganz was anderes. Ganz was anderes. Schau die Achtelvereine. Jawohl. Da ist ja der Thomas Faber. Ihr seid Leihwand, habe ich gewünscht am Samstag Radio Wien. Sehen Sie die Häuserfrau für Susi oder für mich etwas von Renate Lerch oder von Uschi Siegerer oder von Horste bitte? Ja, pass auf, das einmal im Monat könnte man probieren. Das ist von der Renate Lerch. Der Lechner. Renate Lerch ist Blödsinn, ja, ich verwechsel es immer. Lechner. Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt. Dann müssen wir überlegen. Thomas müssen wir überlegen, aber ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht was. Weil es sind ja. Aber von Horsti könnte man was spielen. Von Horsti können wir was spielen. Von Horsti könnte man wirklich mal, was man schon lange nicht gespielt eigentlich. Machen wir Potpourri, machen wir Horsti-Potpourri. Ja, machen wir spontan. Ja, aber also machen wir es halb spontan. Sagen wir es ungefähr, was wir spielen. Ich fasse einmal auf, ja? Fass einmal auf. Ich trinke mal einen Schluck. Mama, fangen wir an. Ja. Und fass wieder Applaus nach jedem Lied fehlt. Der Alfix hat ja. 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 Also wie gesagt, jetzt haben wir ja die erste große Freude, ist ja, dass wir wieder gemeinsam in einem Raum sitzen und spielen können. Und wir haben ja schon gesagt, gestern im Frühschoppen, die zweite große Freude wird sein, wenn statt der Kamera so froh wir sind, dass es das gibt, dass wir da spielen können, so, aber dann wieder wem sehen und die Reaktionen sehen und den Applaus eben. Ja, das ist natürlich. Der Johann Schütz applaudiert mit Achtel. Na, das ist natürlich einmalig. Na, pass auf, jetzt machen wir, wie fangen wir mit Mama fangen wir an. Mit Mama fangen wir an. Dann machen wir das Bummern. Ja. Dann machen wir, sag ihm, so ist es ja wieder in C. Ja. Sollen wir mit dem Bummel nicht aufhören? Ja. Nein, von der Donut erst. Genau so, dass es sich schön ausgeht. Und vom Bummel nur 2 Strophen oder was vielleicht. Oder eine nur vielleicht sogar. Oder nur eine, ja. Fangen wir mit der Mama an, ne? Bitteschön. Bist du bereit? Ja. Ich mache einen Einlauf. Mach einen Einlauf. Sag mal die Donut. Cäsar. Cäsar. Mama, gebet dich, schau over. Ich bin's, der Boy, der Boy. Wirf mir den Schlüssel over. Hilf mir, das Haustor ist zu. Wenn ich sie hätt nicht sollen, dann wär's die anderen wollen. Zaus geht, ja, ich bin Genie. Mama, ich war so blöd, geh so gesehen Vater nicht, weil mir sonst eine spielt. Zwei große Buben, die schupfen Grenzen, ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld oder in seinem Handel spürt mir noch das Kind daher. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist auch nichts Gescheites geworden außer mir. Hol immer das Bummel. Einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das
weil ich vom Glück kein Schiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Schiefkind bin. Sag mir so, sie sagt, die Hochspielen und die gehen dazu. Für die war ich sowieso oder nur ein depperter Bub. Spore die Tränen, die an deine Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu den Alten, der soll ich auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Zurück zu den Alten, der soll ich auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Ein Spontan-Potpourri. Spontan-Potpourri, ein Potpourri. Na erst, Horst Kmeler, die Melodien von Horst Kmeler, na ja, ein paar zumindest, na schau. Ja. Den Leuten hat's gefallen, glaube ich, weil es gibt Schön. durch die Bank eigentlich nur kann man sagen, du. Schau, mein Vater schaut zu, Roman Steirer, servus Buben. Herr Papa, Frau Mama wird wahrscheinlich auch zuschauen. Grüß euch. Ich grüße euch. Es ist natürlich, ja, Alex Vati Reiter ist dabei. Roman Buchter, grüß dich Gott, servus. Sterndl von Favoriten, das kann ich nicht. Leider, Alfie, das kann ich nicht. Georg Koditek, super, bravo, schau da was an. Ja, wunderbar. Sogar die Professorenschaft von der Wirtschaftsuniversität. Da sagt es nichts anderes jetzt zum Hackeln, dass die Wirtschaft in den Schwung kommt. Nein, ein Scherzerl. Ein Scherzerl, Georg Koditek. Ein alter Freund, mit dem bin ich trainieren gegangen. Georg, gell, wir zwei waren... Da wart ihr beide noch rank und schlank. Nein, waren wir nicht, aber wir sind trainieren gegangen. Und dann irgendwann hat es auf einmal, dann haben wir gekauft, ich glaube, 2 Jahreskarten oder noch länger. Und von da an sind wir nicht mehr gegangen. Da sind wir zu McDonalds. Das ist ja. Und vorbei war es. Ja. Kann man auch Vorbei. trainieren dort. Ja. Furchtbar war das. Aber es war mit Georg, gut, ich denke, aber aus ihm ist ja was geworden. Ist ja. Da würdest du sagen, das hast du dir nichts gemacht. Naja, ja, aber aus ihm ja was gesellschaftlich heraushalten. Ein Professor. Zu ihm sagt man Professor, glaube ich, nicht? Sagt man auf der ich meine, Universitätsdozent, nein, nicht, dass ich am Blödsinn rede, aber unterrichtet. An der WU unter anderem. Ein alter Schulfreund von mir. Grüß euch alle und Bussi an unsere Buben. Sorry, ein bisschen zu spät, ja. Wir waren noch im Garten arbeiten. Der Wein ist geöffnet, ein Traum, Grüße aus dem Weinviertel Roland und Natascha. Ja, habe ich Grüß Ehre, euch Familie Gott. Sperg, grüß euch. Das ist natürlich, jawohl. Dann schaut sich das an. Herrlich spitz, wie sagt der Humbert Inkhofer. Und da fallen eine, die Achteln. Aber wie gesagt, leider ist Favoriten Sterndl, das kann ich nicht. Georg Koditek, jawohl. Da haben wir eine Zeit lang, ihr seid wieder richtig da, sagt der Didi Prager. Ja genau, So ist das es. kann man so sagen. Didi, so ist es. Wow, schau, der Roman Buch, der kommt von der Motorradrunde zurück, herrlich. Ja, naja, das war auch mit Georg unter anderem, nicht? Und dein Bruder war dabei. Dein Bruder, der Stefan und der Georg und ich haben wir gehabt, also wollten wir beginnen eine Tradition, nämlich, ich glaube, das war am Heiligen Dreikönigtag, dass wir uns zusammenfinden im Dreiteiler und alle 3 Folgen oder alle 3 Filme der Pate uns anschauen. Und dazwischen nur unterbrochen durch Pasta kochen und Pasta essen, haben wir auch gemacht. Also das war aber wirklich so, dass wir also ab dem 2. Teil fast nur mehr geschlafen haben. Das ist rührend gewesen. Ja. Und da gibt es halt herrliche Fotos, unter anderem vom Georg Koditek, wie er also im Dreiteiler auf der Couch liegt und schlacht. Also es war recht lustig. Wir haben das dann immer oft gemacht, muss ich sagen. Ja. Warte, ich mal noch, ich krieg vielleicht. Da steht sie relevant. relevant. Vielleicht Schauen wir mal eine relevante. Ne? So, sehr zum Wohl jetzt einmal. Du, Roman Buchter, Moped-Lied, fragt er. Ja, das geht mir jetzt mal. Also, hoffentlich kann ich es noch. Das Aber ja. 2 Monate nicht gesungen, gell? Das stimmt, ja. Ist ja wurscht, wir probieren es. Wir sind ja unter uns. Unter uns, nicht? Also. Ich sage, was soll denn viel sein? Das Internet ist ja nicht so groß.
Mopedlied. Ja, also genau heißt ja der Moped-Star von Bieren und Knapp. Ja. Da geht es um ein Traummotorrad und das ist eine KTM. Ein KTM. Natürlich. Ja. Jetzt überlege ich, ob ich meinen Sturz Traum- Das hätte jetzt passen, ne? Sturz. Aber ich glaube, dann kann ich nicht gescheit singen, dann her, wenn ich Ein gescheit. Braincap brauchst du jetzt für das, ne? Braincap, ja. Hab ich nicht. So ein verbotenes, weißt du? Ja, ja. Die war gerade der Wahnsinn, sagt er. Ja, das ist wirklich, wir haben da Sachen erlebt, habe die Ehre. Naja, die Jugend halt war das. Die Jugend und ihre Sünden. Die Jugend und ja, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn, was man da. Wie geht das? Ah, ja, ich hab schon, ja. Das ist ja Wahnsinn. In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen, auf vielen Minenstraßen Nummer 104. Ich brauch einen Rahmen mit der Moped-Huppen. Schon sind die Puppen wie die Büden für der Tier. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue, weiß lackierte Pony. KTM. Mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Pony, ganz eine Nähe, das betone ich. Komm, schmieg dich auf die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Fürste Kurs aus, sonst kommen wir nicht ums 12 aus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ja, zwingt der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuff really so leicht verliert. Muss ich nachdenken, aber ich finde das auch mal ziemlich. Schon bei der ersten Kurve steht der Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schaut rein wie der Verdandel. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Arsch nicht akkuriert. Die nächste Kurve ist dort vor bei uns am Becken. In der Beckenkurven bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wir reden um mit Raundecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie sich nicht halten wollen, jetzt hat sie Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das Herd dann weiter breit. Dann schalte ich gerne um fürs werte Publikum, damit dem Wirbelhand die Lederboxen frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfrakette. Sogar ein Wachmann bläst der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Bart in Scheibezahn, der hat Letten. Jetzt ist mein Vorderradl hinten vor verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen gleich Weg. Jetzt kommt der SZ-Strucker, der emelierter Kiwi. Den haben's von oben von der Wasser runtergeschieden. Auf der Kiwi fällt mir auf die Birne, ich hab einen Tibi. Jetzt nimmst den Kiwi weg, da sieht man nichts damit. Jetzt rutscht der Rabe bis zum Hals, dann er ist schäbern, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin und mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in der Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Pony, was war's in dem Betoni? Meine Zähne können gut sein, nur die Moped muss dann gut sein, meine Haxen können auch sein, meine Kraxen muss noch da sein, hoffentlich ist an meiner Pony nichts passiert. Hol am Moped-Star! Jetzt bin ich in Straucheln gekommen. Ich hab dir jede Freiheit gelassen. Nee, aber ich habe, wenn ich denken muss auf den Text, und dann habe ich mir gedacht, warte, jetzt kommen aber andere Akkorde, jetzt muss ich da nachdenken und schon war der Text wieder weg und naja, was soll man machen? Was soll man machen, aber er war da. Schaut aber so, Zonkos Welt ist dabei, na, das ist natürlich... Das ist eine große Ehre, Das ich ist freue natürlich- mich. Ja. KTM, jawohl, da ist... Verschwinden lassen das. Lass verschwinden. Der Alfie schreibt schon, Sonntag Ausfahrt die kalte Kugel, Abfahrt 11 Uhr von der St. André Wördern beim Kreisverkehr. Also gibt es halt nur einen. Gibt es ja in St. André Wördern nur einen Kreisverkehr? Am Wördern? Das ist ja wurscht, also Wördern. Das geht wie am Jordan. Ein Jahr dann. Aber findet man es. Wenn ich dabei bin, bin ich dabei. Sonntag auf jeden Fall. Herrlich. Na schau, die Achteln von eine, die Bonetten ist ein Traum, ja. Dubgrade ist einer dabei, Thomas Nickmann, Nanzgarage, herrlich. So, na warte mal, das habe ich jetzt dann natürlich, weil ich heute die verwendet habe. Moment, ich muss einen Umbau machen. Kurzen Moment, er verschwindet aus dem Bilde. Gott sei Dank war der Zonko da, weil jetzt das nämlich
Jetzt hätte ich das nämlich dann zum Schluss ohne Förderer Equipment da gemacht. So, kann man es lesen, aber ja. Da geht's mit. Zuckerswelt TV. Zoom. Ja, ja. Ja, zoomen, ja. Nein, das Nein, kann das ich ist nicht. wieder alles verstellt. Ja. Der ist ja in 41 Jahren Wahnsinn gefüllt, jeden Tag ein Stream. Ja, nein, eigentlich nur 3-mal die Woche. Naja, Woche gestern, was? es war halt gestern, das ist heute ist am Donnerstag und am Freitag schon wieder. Ja. Also die Wochen hat es in sich eigentlich. Ne? Na gut, wir haben ja, also am Montag, die 16 beim Latschen, ist ja eigentlich unser Urprojekt. Genau. kann man sagen. Genau. Der Donnerstag ist dann dazugekommen wegen der Corona-Geschichte. Das werden wir, sobald wir wieder spielen, werden wir den ja wieder lassen, weil ja gerade der Donnerstag ist ja oft ein Spieltag. Aber den haben wir dazu genommen. Ja, und der Sonntag war dann eigentlich auch wieder mit zusammengekommen. Aber das war Ein gut. Frühschopperl. Ja, das war jetzt eine gute Frage, aber sollen wir weiter so ein Frühschoppen machen oder sollen wir mal so ein Abendkonzert mehr machen? Oder sollen wir den Sonntag mehr Frühschoppen machen, solange wir nicht... Wir haben abends haben wir eh schon. Und so mehr Da war ja zweimal in der Woche. Demnach sogar 3-mal in der Woche schon, dieses Mal. Ne? Ja, und dann glaube ich, abends spielen dann auch mehr vielleicht, oder sind mehr Livestreams. So gesehen, Und gerade so Sonntag zum Aufstehen, beim Mittagessen kochen, so der Frühschoppen, ne? Da kann man schon 8 trinken oder 2, 3. Ne? aber schreibt uns eine, was ihr meint, was ihr da verhaltet von der Idee, dass wir weiterhin sonntags vielleicht einen Frühschoppen machen. Das würde mich interessieren. Bei der Gelegenheit bitte haut auch beim Daumen auf beim Video, dass das Video geliked wird. Seid so gut. Das gibt uns sicherlich einen gewissen Ranking-Vorteil im YouTube. So Vielleicht ist es. auch nicht, wir wissen es nicht, aber das war ganz leibend, wann das kommt. Und wie gesagt, der virtuelle Hut ist ohnehin eingeblendet, wann ihr Lust und Laune verspürt, für die Musik sozusagen einen Beitrag abzuliefern, dann per Online-Überweisung oder per PayPal ist das möglich. Wir freuen uns über jeden Betrag. So ist es. Also ein positiver Betrag muss es sein, glaube ich, sonst geht es eh nicht. Also abbuchen kann es nicht. Geht eh nicht mehr, glaube ich. Ja, das ist eh. Ja, herrlich. Das Trade hat gerade eingeschaltet. Die Stoffauflagen bei den Gitarrenseiten, hier könnte die Werbung stehen. Ja, stimmt. Das stimmt. Nein, das ist ein Schaumstoff, weil diese Gitarren, also vor allem die akustischen, vor allem, also die ist ein Wahnsinn, die haben dermaßen eine Eigenschwingung, da sitzt da wie... Da fängt es erinnern zum Böllern an. Das Das ist unglaublich, ja. Das hast du im Gebirge nicht. Und deswegen muss ich die andämpfen mit diesen hässlichen Schaumstoffdingen. Eine ästhetisch ansprechende Variante. Du hast ihnen quasi das Maul geschnitten. Kann man so sagen. Ja. Maskenpflicht. Maskenpflicht für Ja. Gitarren. Ja. Maskenpflicht Ja. für die Gitarren. Ja, das ist ja so. Der Nunchasenmutz, nicht sozusagen. Der Tom Tour war dann die Idee. Einfach einmal 24 Stunden durch. Also irgendwie war das ja eh Weil es lustig. hätte. Es war aber lustig. Aber ich glaube sowas wenn wir mal machen, wenn wir, oder sowas ähnliches, zumindest mal 24 Stunden ist schon heftig. Aber irgendwas ähnliches werden wir mal vielleicht machen, wenn wir mal, ich sage jetzt mal wirklich, wenn viel mehr Abonnenten da sind, weil sonst natürlich, ja, sitzt halt dann irgendwann um 4 Uhr der Früh da. Es schaut einer zu. Zweiter. Nichts gegen den einen. Nein, aber ja, ich weiß, was ich meine. Der Alfie sagt es vollkommen richtig, hat so einen Dauerauftrag rein. Ja, das ist gescheit. Trotz Überweisung einmal im Monat 1000 davon an jeden. Super. War natürlich ein Scherz, aber weil ich lache halt gern trotz der Situation. Nicht? Weil was nutzt es, wenn ich weine? Die Situation ändert sich nicht. Also lache ich lieber. Es Ja, ist lach einfach- lieber. Ja. Lach lieber. Du, der Blutzenkistler sagt auch am Sonntag zum Kochen war super. Aber er hat halt nichts kommentieren können mit dem Kochlöffel in der Hand. Ja, das verstehe ich. Vor allem, weil die Tastatur ist immer so angekleckert oder das Handy ist dann so verpickt. Ne? Das Smartphone dann. Habt ihr das gehört? Angekleckert. Ich kenn das. Die Tastatur ist angekleckert. Ich nehme schon auf von den Deutschen, gell? Das macht ja nichts. Ne? Die Tastatur ist angekleckert. Na, Potz, das verstehen wieder nicht alle vielleicht. Ich weiß ja nicht. Nun dann, Patrick, dann wollen wir doch mal hier anstoßen. Ich hab nichts. Muss man Also, Wasser einschenken. Dann nimm da Wasser. Müsst ihr Wein sagen? Ja, oder? einen Spritzen. Dann nimm dann Spritzen. Nimm das selber, weil dann können wir uns nicht berühren gegenseitig. Genau. Und du kannst nicht wieder Und ausschütten. dann, Ne? richtig. Ich kann das Glasl nicht wegziehen. Ne? Das war schon so eine Einzelleistung. Ja, Ein Schlückchen Wein drauf. Und ein Schlückchen. ein Schlupfen. Der Hut, und der Hut wird es auch schon warm. Ich setze einmal jetzt auch einen Hut. Jetzt noch einen Frack ausgezogen, jetzt einen Hut ab. Ich habe den Frack angehabt, komplett. Ja, na, ich will mal Mit ausziehen. Marshall und Ja. allen, was dazu. Ja, und nachher kann man die Kamera aus
Das ist ein Christen und noch. Sehr zum Wohle. Prost, Prost, zum Wohl. Ich muss ja sagen, das Reisfleisch gestern, wir haben mich ja erzählt, die gestern dabei waren, das war ausgezeichnet. Noch einmal danke auch. Ich danke. Und auch danke an die Uschi, die leider nicht zuschaut jetzt gerade. Ja, die ist schon zurück, mein Hund. Die ist schon Ist schon zurück, zurück wieder? die ist schon zurück. Ein wunderbares Tiramisu ist noch, noch gegeben. Also, Herrlich. und vom Fritz Startkuss haben wir endlich das Zierwal habe ich kosten können. So, Ein ja. Traum auch, ein Ich hab Traum. Zeit mit Party. Ich hab Zeit. Es ist kaum was in der Flasche mehr. Jetzt. Oh ja. Ist schon noch ein Schlupferl ist schon noch. Ja, das ist eine von dir gerade. Wie hat euch gestern das Reisfleisch geschmeckt? Ja. Ja, Nein, es war war gut, ja. Aber es war halt eigentlich auch erfrischend, endlich wieder mal andere Leute da sitzen haben. Ne? Ja, wieder mal so normal reden zu können mit ihr. Also das war schon sehr angenehm. Dann natürlich waren wir schon alle sehr animiert. Ja. Dann bin ich am Land bei mir wirklich gesegnet, weil mit den Nachbarn zu reden, bei mir ist alles möglich bei mir draußen, weil über den Zaun und so geht ja bei dir da auch. Ja, sicher nicht. Mit den Nachbarn kann man da zumindest kommunizieren auf Abstand ohne Probleme. Mit dem, was man halt will. Ne? Ja, ne? Ja, im Land musst du vielleicht eher mit alle dann. Ne? Das kein bestes Blut kommt. Da kann best Blut kommen. Ja, muss man aufpassen. Warte, spielen wir was. Spielen wir was? So viel spielen heute, ich weiß nicht was. Na sicher, ne, wenn wir schon zusammensitzen. Wollen wir was Jessics? Ich will was Jessics spielen. Was ist Jessica? Was haben wir denn Jessics, was wir gestern noch nicht gespielt haben? Was haben wir gestern noch nicht gespielt? Wollen wir Freime? Ja, warum Ja, nicht? Freime. Wienerische Version. Ja, machen wir beide, jetzt haben wir Solo dazwischen, ne? 4. Gut, dass du eins halt hast. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart and soul and let it sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, yes, it's true. In other words, I love you. It's on the moon. Flieg mit mir zum Mond und dort spüren wir mit den Sternen. Ich möcht mit dir am Jupiter die Vögel singen her. Anders gesagt, halt meine Hand. Anders gesagt, komm her und küss mich. Bleib hier immer da, wir haben uns so viel zu erzählen. Ich möcht mit dir vom Himmel die Sterne umstellen. Anders gesagt, komm her zu mir. Anders gesagt, ich bleib für immer bei dir. La la la, la 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 la.
Na bitte, na bitte. Aber Klaus, es macht ja so viel Spaß. Das ist ein Hitz, das ist ein Hitz. Lange nicht gespielt so. Zonkos Welt TV sagt super Solo. Na, Danke, Zonko. Danke. danke für mich, ja, nein, das nicht. Ja, schau dir das Gewandel war Wahnsinn gestern, ja, das stimmt. Ja, was ist heute? Weilke sagt, ich glaube, der Roy pfeift wienerisch. Das ist natürlich eine feine. Hast du nicht gesagt, du bist in der Arbeit? Weilke, hast du gestern nicht gesagt, du bist in der Arbeit? Nur vielleicht ist da der Dienst ausgefallen, ne? Was weiß man? Oder man macht einen Diensttausch. Der Fritz Stadtguss meint, gibt es ein spezielles Rezept fürs Reisfleisch? Nein, eben nicht. Das Spezielle ist, dass es nichts Spezielles ist, sondern das muss klassisch gemacht werden. Das darf nicht raffiniert gemacht werden, weil sonst schmeckt es vielleicht gut, aber nicht wie Reisfleisch. Das muss klassisch einfach das Fleisch kochen, Salz, ordentlich, Kümmel, Zwiebel anschmelzen, das Fleisch rein, ein Kümmel rein, ein Salz rein, Zwiebel rein. ja, das Zwiebel haben wir schon angeröstet. Anrösten, ja genau. Und dann noch und Pfeffer rein noch und das war's. Das war's. Und dann tust du das Fleisch kochen. 2 Stunden, 2,5 Stunden. Ich tue immer noch einen grünen Paprika, also ganze, also halbieren reinhauen und meistens im Sommer, wenn es einen ganzen Paradeiser rein. Ah, das mache ich nicht. Da ist keine Tomatenmarke da rein. Tomatenmarke rein? Und statt dem Tomatenmark hau ich meistens, wenn ich Paradeiser habe im Garten, hau ich 2 Paradeiser rein, so passt. Verkocht sie komplett. Nein, ich mache das mit Paprikapulver, ne? Das gehört eigentlich. Ja, Ja, das ist das. und einen grünen Paprika habe ich auch noch rein. Nein, das kommt nicht. Das kommt bei mir nicht rein. Aber Kümmel, sonst war nichts. Das war's. Ja, was? Das tust 2,5 Stunden, 3 Stunden, je nachdem, das Fleisch ist halt kochen, köcheln. Dann kommt der Reis rein. Fertig! Wasser aufgießen, noch mehr, wenn es sonst wenig sein sollte, Ja, dass das passt. wenn man noch braucht, aber das war's. Und nicht Dann 20 raffiniert Minuten werden. den Reis kochen lassen. Nicht raffiniert werden, das ist wichtig. Ja? Ja? Und der Reis sollte eher ein bisschen mehr Flüssigkeit und ein bisschen länger kochen. Also nicht so dieser, keine Werbung, nicht Angelbenz Körnchen für Körnchen, das sollte von der Konsistenz eher so wie beim Chinesen, wie der asiatische fast sein. So. Ja. Eher so, aber saftiger. Ja. Pickert und soft. Es soll denn sogar nicht Körnchen für Körnchen Nein, muss ein Bozart sein. Muss Ein Bozart Reisfleisch sein. muss Bozart sein. Ja. Aber kein Rundkornreis genommen, das muss ein Langkornreis sein. Ja. Es ist doch gefinkelt, aber ganz einfach eigentlich zum Kochen. Aber ich Das kann auch ein paar über Rundkorn genommen, weil ich Darum war es dann keinen so. Langkorn gehabt habe. Darum war es dann Aber nächsten genau. Ja, das hat auch gut Genau. geschmeckt. Hat Das nur geht. optisch ein bisschen anders Ja. ausgeschaut, aber Langkorn ist besser. Aber was viel umrührst, hast du das Langkorn auch zusammen. Es ist Ja. Aber auf jeden Fall wichtig ist beim Reisfleisch, keine Raffinessen einbauen. So, genug dazu. ja, aber machen wir noch eine Kochshow auch dann. Ja, genau. Das war aber mal was. He? Ich würde sagen, die Kochshow nennen wir Kochen mit Wein. Kochen mit, ja, genau. Was ist so? Können wir uns die Hand geben, Patrick? Das Schau. gefällt- Sehr. Servus! Herrlich. Nicht wie Horst Lichter, immer ein Stück Butter, nicht? Bei uns kommt überall ein Schlückchen Wein hinein. Was ein Schluck. Also ein Achtel, ein Viertel. Und mit Stückchen Butter geben wir uns auch nicht. Aber, Mit der Horst Lichter war ein Stückchen Butter, war ein Viertel. Ne? Das war ja, ein das Schluck. ist bei mir auch. Bei mir auch. Was haben wir noch? Thomas Faber, Let It Be für meine Trauzeugin, sie sind die Voice of Soul, bitte oder mein Weg. Nein, die kann ich nicht, Thomas. Das war Ich jetzt spiele ein, ja Wienerisch, das war eine sind Ausnahme. Ausnahme. Jetzt da. es sind Ausnahmegeschichten und die eine oder andere Geschichte. Der Roman Buchner sogar interessant, wenn du Englisch singst. Gibt es da mehr? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann sonst Der nicht. hat ja irrsinnig schöne ja. Aussprache, ja. Wie heißt denn das? All of Me. All of Kriegst du das hin? Nein, weiß ich nicht mehr. Muss ich das mal kurz Das haben wir aufschreiben. ewig nicht gespielt. Wenn ich, Pass auf, wenn ich. ja, hast du die Ich weiß nicht, Abfolge ob ich sie kann. aufgeschrieben? Na geh, aufgeschrieben. Wenn ich das Lied schon habe, die Akkordabfolge habe, weiß ich, Warte der Rest kommt schon wieder. All of Me. C, ja. Da, 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 da. Dann E. Das weiß ich alles noch. Jetzt kann man A7, da, 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 da. D7, dann D-Moll, da, da, da. Na, Plätzchen E, E7, da, da, da. Da, 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 da. A-Moll, 7. Dann D7, da, da, da. D-Moll, 7, da, 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 da. Gustav. Und dann ist nochmal und dann geht's zu dem F-Moll-Klumpert. Das ist es. Genau. Und so weiter und so fort. Ja, schauen wir mal. Was das tut, muss er durchziehen heute. Ja. Muss ich schauen, wie ich es zusammenbringe. Aber Warte, ich bin da mit dem Chat nämlich irgendwo hängen geblieben. Jetzt muss ich wieder mal. Ja, bin Arbeit, aber pfiff, als ich ging, sagt die Weilkeit. Na, siehst du, aber da siehst du, lieber Weilkeit, wie ich aufpasst habe gestern. Also, das sagt, du bist nicht die Arbeiten. Aber das gefreut mich, dass du nach Arbeit zuschaust.
Seine Herkunft ist unbekannt. Da wird schon ein Werner sein. Was weiß man. Reis fehlt noch, oder? Also Matthias. Ja, na, der Reis, habe ich gesagt. Jetzt kann der Reis. Ihr seid ja beide Hobbyköche. Wie war es mit einer Kochsendung? Ich hätte das so gut nachgucken. Kann man vorstellen, ja. Lunzenkessel, das glaube ich schon nachgucken, das ist das sicher, ob es das Essen auch ist. Das ist die Frage. Ah ja, wow. Risotto-Reis, nein, Risotto-Reis geht da nicht. Beim Reisfleisch nicht. Matthias, ganz großer Fehler, aber ich meine, klar geht's. Du hast nichts anderes, du hast einen Gust auf Reisfleisch, nimmst dann irgendeinen Reis, den du da haben musst. Nicht? Ja, Irgend schmeckt da. Ja, die hätte gefragt, nicht, kommt beim Reisfleisch nicht Rotwein rein? Nein, das sind schon wieder diese Raffinessen. Natürlich, du kannst da Reisfleisch machen mit allen möglichen. Ja, da manche kannst machen sogar mit Rahm oder was weiß ich was alles. Ja. Ja, da kannst du dann noch einen Dill reingeben und musst Kräuter und so. Nein, aber das passt nicht beim Reisfleisch. Ja. Nein, das ist eben, ich finde, der Georg Scheurer sagt nach Tupfer Gulaschsaft. Ja. Nein, das ist dann ein anderes Das ist nicht das klassische. Gut, wir werden jetzt nicht streitert werden wegen dem Reisfleisch. Ja. Aber weil das Gulasch kocht man ja vorher eigentlich schon. Man macht das schon quasi ein Schweinsgulasch fast vorher. Und dann hat man eine Reis rein und kocht den Reis drinnen. Ja, im Prinzip. Ne? Weniger Zwiebel ist nicht drinnen. Ne? Weniger Zwiebel ist drinnen, ja. Ja. Aber ein Reisfleisch ist eine eigene Geschichte. So wie Rindsrouladen, ne? Das ist auch so eine eigene Geschichte. Ja. Der Zonko sagt, nein, Doppel ist eine Wochenration. Ich kenne keinen, der eine Woche auskommt mit 9 Doppler. Momentan ist die Situation schon gar nicht. Man ist viel zu Hause, man hat viel Zeit zum Sinieren auch dann und es siniert sich leicht. Franz eben sagt auch, 9 Doppler und der Stangen Chick, Rüslungen, Bötzungen. Ja, das spielen wir heute, das müssen wir da machen. Ja. Wie lange dauert bei dir Wochen, Zonko, sagt Alfie. Ehrlich? Ja. Wird sich nicht ausgehen, sagt der Tom Turban, ne? Früher aber richtig. Nein, wenn nicht Zonko muss man da in Schutz nehmen, der trinkt recht viel Rauchsafteln, trinkt keinen Alkohol und dann natürlich kann man sich dann, da vertut man sich. Dann weiß man nicht, wie lange kommt man aus, aber eine Woche, ich meine, ja, man kommt halt schon aus eine Woche, also das ist es geht schon. Ne? Ja, na gut, pass auf. Was haben wir jetzt gesagt? Ja genau, wir machen jetzt bin ich unten. All of me? Wir wirklich machen. Wir probieren es aus, ja. Schau mal, ich das eigentlich. All of me, all of me. Can you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, let me with eyes that cry. How could I go along without you? You took the part that once was my part, so why not take all of me? Your goodbye, let me with eyes that cry. How could I go along without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of, why not take all of, why not take all of me? Ist gar nicht so schlecht, so schlecht ist gar nicht gegangen. Das haben wir schon mal schlechter gespielt. Ja, vor 20 Jahren, ne? Aber ich glaube, das war das Einzige, was ich noch auf Englisch kann, oder? Ich glaube schon. Ja. Da haben wir so hinschauen. Aber es kommt an, es kommt an. Es kommt an. Jawohl.
Franz Meyerhofer. Was schreibt er da Nein, über die Aussage mit den Doppler für eine Woche. Wie der Ex-Bürgermeister, Dienstag, Mittwoch bist fertig. Großartig. Herrlich. Herrlich. Deutsch ist besser, sagt der Alfie. Ja, finde ich auch. Weißt du, warum es am Wiener Rathausplatz, das der sauberste Rathausplatz der Welt war? Der Hype jeden Tag am Abend mit einem Fetzen drüber gegangen ist. Ja, und ein Schelm, Alfie. Ein Schelm, ja. Ja, na schau, die Achtel von einer. Die Achtel von einer, aber der Alfred vollkommen recht, Deutsch ist besser, ja. Ist auch meine Domäne. Also, Ist nämlich nicht einmal Deutsch, sondern Wienerisch eigentlich. Nicht? Wienerisch. Aber ja. Susanne Turek ist dabei, herrlich. Zonkos WTV schickt lauter Fragezeichen. Ja. Nur mit Doppler, aber das. Nein. Aber jetzt Schmäh ohne, also nein, Doppler, das ist schon viel. Ne? Also was ist jetzt wirklich auf die Wochen? Ja, ich meine, gut, das kannst du mit drei, sagen wir mal, wenn du 3 Festeln hast. Also drei gemütliche Abende hast. Da kann es schon sein. Allerdings, wir sind aus dem Alter draußen, wo wir am nächsten Tag schon wieder fit waren. Also, nein, es geht eh schwer aus. Das geht's ja nicht. Er hat schon recht, Es geht ja eigentlich gar nicht. Nein, es geht sich nicht aus. Für uns alten Herren ist das schon ein bisschen schwierig geworden, ja. Das ist mehr als 2 Liter pro Tag. Das geht nicht mehr. Ja, das geht. Wie gesagt, Und es geht auch am Tag. Ja. Und da brauche ich über 3 Tage. das ist ja das. Früher ist es ja, hast Bock an 1,5 oder 2 Doppler am Tag, hast aber einen Tag dazwischen gehabt, Regeneration, na dann ist es ausgegangen. Oder hast quasi einen Tag dann das einer geholt, was du am nächsten Tag dann nicht tust. Na gut, das ist ja auch nicht so wichtig, dass man das, ne? Das ist der böse Patrick, sagt herrlich, sagt die Daniela Schläge. Jawohl, Susanne Bohm. Entferne bitte Thomas, der ist betrunken. Ja. Soll schon wieder streng werden? Thomas, zusammenreißen. Das mit Fetz am Rodersplatz. War da schon der Whiskybeutel? Ja, Richtig, stimmt, für der Whiskybeutel auch schon. das ist der Vorteil. Herzbruder. Das ist der Vorteil, den Schmäh kannst du bei jedem Wiener Bürgermeister bringen. Das geht immer. Ja. Also der Zonkus, das waren Kaffee-Icons, keine Fragezeichen. Ja. Siehst du schlecht? Nein, es sind schon Fragezeichen, aber dürfte bei mir da nicht richtig rübergekommen sein. Weil ich ja eine andere Software verwende. Ja. Vielleicht deswegen. Na schau, jetzt hat's leibend. Ich habe schon auf die Daumen aufgedruckt. Daumen hoch, super. Ich danke euch vielmals. Und wie gesagt, wer Lust verspürt, etwas in unser virtuelles Körperl, in den virtuellen Hut hineinzuschmeißen, es ist alles eingeblendet, beziehungsweise in der Beschreibung vom Video findest du dann alle Informationen als Klick, sozusagen, da brauchst du das nicht anschreiben oder so. Da kannst du nur anklicken. Ja. Grüß euch, Bub, Marco Cinelli ist da. Ah, ist auch da. Na dann. Das ist ja ganz gut, aber... Ja, nein, es ist schon dann blöd. Ne? Aber wenn du mit dem Auto fahren musst, natürlich alles so gescheiter ist es. Wir haben jetzt beschlossen, wenn wir da sind, dass wir es da machen. Weil halt da ist das Studio, da wird die ganzen Das ist alles da. Das ist gescheiter. Es ist leichter. Vielleicht ausnahmsweise einmal eine Pavlatschen einmal über Skype, dann ausnahmsweise einmal. Ja, das wird schon mal passieren, auch nicht, aber jetzt dabei schauen wir mal, wie es ist. Genau, Dazwischen so ist kannst du mal die Lise wieder mitnehmen. Was nicht Arbeit, weißt du, wenn es nicht Arbeit? Ja, das ist... Ja, das wird gerade schwierig, ja. Also, aber jetzt haben wir das noch gar nicht. Weil die Frau ist auch eine Kurzarbeiterin. Ja, ich habe immer nur kurz gearbeitet. Die lang gearbeitet, das war mir nie mehr. Habe ich nie vertrauen. Apple eben, sagt man ans Garage. Ja. Geht das wieder an. Ich bin seit 14 Jahren hochzufrieden mit Apple. Na gut, ja. Bis auf das, dass er nicht geht. So, na, was wollte ich sagen? Ja, jetzt wollte ich nochmal nachfragen, Leidl, wie das ist. Ob ihr euch einen Sonntagsfrühschoppen wieder wünscht von uns. Das würde mich wirklich interessieren. Das würde mich auch interessieren, ja, bitte. Oder ob das dann zu viel wird. Es kann ja wirklich sein, dass man sagt, na komm, das reicht dann. Jetzt erzählt zweimal die Woche, nicht nochmal am Sonntag. Das ist ja zweimal, machen wir 3-mal schon und dann ein 4. Mal auch noch, dann vielleicht nicht. Ah, ja, genau, am Freitag haben wir noch die Weinverkostung auch noch. Ja, also wer Interesse hat, die Weinverkostung auch immer noch voll im Rennen am kommenden Freitag. Da wissen wir noch immer nicht, wie wir das machen werden, ob wir das auch wieder mit einem Künstlerzimmer machen auf YouTube oder ob wir den wirklich komplett gemeinsam bestreiten werden. Das wird sich auch noch weisen. Das wird sich auch noch weisen. Aber wir werden auf jeden Fall zusammen sein. Wir sitzen zusammen. Das ist einmal ganz fix. Das ist ganz.
Marco Cini hat zu meinem bescheidenen Beitrag erhalten. Ich glaube schon, Marco, ja. Ich glaube schon. Ich schaue nicht immer gleich direkt nach, aber ich sehe alle, wie soll ich sagen, Kommentare, was man dazu schreibt, das sicher dann eh. Also es ist ganz sicher angekommen. Ich glaube schon, was ich jetzt im Kopf habe. Ich glaube es schon. Da schon ja. Und ich danke herzlich natürlich. Nein, ich muss sagen, es haben viele Leute was rein ins Gerberl. Und das ist ganz leibend, weil das gibt uns wirklich ein bisschen so die weiß nicht, wie soll ich sagen, Nein, es gibt. Hoffnung klingt so pathetisch. Na stimmt aber. Aber das ist so, ja, weil das ist so ein gut, dann ist nicht ganz, Arsch. Arsch. Ja. Ist so, ja. Ja. Und so weil man, warte mal, was überlegen, nein, also heute ist noch nichts gekommen vom Härtefond. Nein, mehr nicht. Ne? Das kann aber noch, das kommt in 3 Monaten vielleicht. Ne? Wenn wir sehen. So, kommen schon einer. Michael Fessler ist da. Grüß dich gut. Ja, der Alfred sagt diesen Sonntag nicht. Aber, ja genau, diesen Sonntag ist die Aussage. Na gut, aber Frühschoppen, ja, gut, ja, geht sich nicht für die Ausfahrt aus. Ja, Geht sich nicht aus, aber grundsätzlich schon. Oder jeden zweiten Sonntag, meint der Rudi, ja, gar besser. Sonntag wäre mal wieder fein, sagt die Susanne. Frühschoppen, Markus Pristonik ist dafür. GS ist natürlich nur für den Frühschoppen, wenn es regnet am Sonntag, ist klar. Muttertag nicht, ja. Nein, ich meine jetzt eh nicht konkret wegen dem Sonntag, sondern allgemein, ob man, jeder Sonntag wird es viel sein vielleicht. Es wird zu viel sein, ja. Aber wenn man so 1-2 Mal im Monat, einmal auf jeden Fall. Da warte mal, vielleicht kommen wir ja bald zum Spülen, wirklich ein wenig. Wir dürfen vielleicht. Ja, da werden wir was weiß. Man. Ja gut schon, aber das heißt ja nicht, dass man kann ja trotzdem in den Frühschoppen machen. Na, vielleicht Aber sollen wir mit einen der Frühschoppen Spültiefe. machen, ne? Dann geht es natürlich nicht. Da könnte man vielleicht den live übertragen. Aber ich sage jetzt einmal, klar, wenn wir jetzt wieder spielen dürfen und die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Ja, ich war ganz kleinem, also nicht auf Bühnen, aber ja, schauen wir mal. Ja. Ich meine, wir werden sehr oft spielen müssen, weil es darf vom Publikum dürfen nur 10 Leute oder so dann da sein, nicht? Aber, mit Abstand und so. Nicht? Aber es ist machbar. Es kann nämlich ganz leibend auch werden. Also ich bin ja ein positiver Mensch wieder. Also, Nein, grundsätzlich. also, ja. Warten wir ab. Da müssen wir durch, aber wie gesagt, es wird eben nicht dann sicherlich nicht so viel sein zum Spülen, dass man sagen, ja, passt, wir sind wieder voll im Geschäft. Also werden wir sicherlich diese Variante weiter noch im Auge behalten. Also zumindest, wie gesagt, die Pavlatschen am Montag, die bleibt ja ohnehin, sowieso. weil die haben ja eingeführt vor einem Jahr. Das machen wir sowieso. Und dann vielleicht wirklich einmal im Monat ein Live-Stream Frühschoppen. Ja, ich meine, jetzt im Sommer, Warum nicht? Ich meine, klar, je schlechtes Wetter, desto besser. Desto besser in dem Fall. Oder sinnvoller, ne? Ja. Also für alle Beteiligten. Ne? Aber schauen wir mal. Aber auf jeden Fall gibt es großen Zuspruch grundsätzlich. Aber klar, jetzt wo es schöne Wetter ist, ist eh nicht so. Aber das ein oder andere Mal vielleicht werden wir das schon machen. Der Fritz Status, Weinverkostung ist gebongt, mein Bruder kommt auch zu mir. Na herrlich. Jawohl! Das wird super. Das wieder. ist spitze. Das wird super. Das wieder. gefällt mir. Es gibt 6 Weine, jeweils 2 vom Weingut Höfler, Weingut Strauch, Weingut Walter. Ja, Walter wieder, ja genau. Die gibt's und die Musik von uns dazu. Ehrlich, wer da Interesse hat, das blende geschwind ein. Der Wer da kommt, Interesse der hat, da haben wir schon. Facebook.com Ausblick Wien, weil ich glaube, es ist nur auf Facebook. Er hat zwar geschrieben, es ist auf YouTube, aber ich weiß nicht wo. Das habe ich noch nicht rausgefunden, wo das. Vielleicht hat er uns gemeint, unser YouTube-Stream. Also, bei uns wird es auf jeden Fall übertragen. Ob jetzt wir das Künstlerzimmer machen oder dieser gesamte Stream. Ja. Tatsächlich bei uns, das kann schon sein, dass der bei uns übertragen wird. Also, Ja. aber die Informationen findet ihr halt jetzt bei Facebook.com Ausblick.wien oder Ausblick.wien ist, glaube ich, auch die Webadresse. Ja? Also da könnt ihr es finden, wegen der Weinverkostung am Freitag. Das ist eine ganz alleine Geschichte. Und wird vorläufig wahrscheinlich das letzte Mal sein. Das letzte Mal sein, ja. Weil am 15. können die Heiligen wieder aufmachen. Ja. So, Konrad Farfeleder. Habe die Ehre, grüß Gott. Konrad Farfeleder. Servus, schön, dass du dabei bist, das gefreut mich. Servus. Ja. Die hätte ich sogar 1 bis 2 Mal im Monat war Frühschoppen schon nett, ja. Rudi Korbismann, kommt das wöchentliche Wienerlied wieder? Ja, haben wir schon vor wieder. Da müssen wir uns halt wieder zusammensetzen und aufnehmen. Ja. Und das ist halt dann wirklich mit Dopplermeter ein bisschen. Schauen wir mal. Also, ich sage jetzt einmal,
ist natürlich wieder im Kommt Plan. wieder, sobald wir den. Ja, aber schauen wir mal wann. Schauen wir mal, wann wir das machen werden. Ja. Spätshoppen könnte gut passen, ein Konzert am Abend. Ja, ich habe mir nicht gedacht, wegen einem Spätshop, also Dämmershoppen, ne? Haben wir gedacht, weil wir zweimal in der Woche am Abend sind, dass wir eben diesen Frühshoppen machen. Aber ja, wenn wir wieder spielen, dass wir natürlich dann sagen, weil wir noch nicht viel spielen, dass wir dann Natürlich. vielleicht schon ein Abendkonzert Ein Abendkonzert machen. macht. Ein Frühschoppen und ein Abendkonzert. Ja, nein, der Zocker schon recht, ist sicher auch eine Variante, die wir trauen. Ja. Erst um zu viel kann man nicht machen. Man muss so sehen. Ja, zu viel kann man nicht machen, es ist dann halt nur, ja, dann schauen vielleicht einmal weniger dazu. So ist es, ja, genau so ist es. Aber im Wesentlichen passiert nichts, wenn man zu viel macht. Kitzelt meine Nasen erst. Wer Ja, ärgert mich? der Markus Bristronik sagt, das haben wir auch schon die Idee gehabt, Frühshop in einer echten Location mit Live-Übertragung wäre eine Idee. Ja, das hängt meistens dann natürlich, nachdem ich derjenige bin, der das technisch macht und die meisten Wirten alle keine Technikhaberer haben, scheinbar, also die wir kennen halt. Dadurch müsste das halt alles ich machen und das ist bei einem Live, was jetzt wirklich mit Publikum und so weiter hast, dann ist das ja alles anders mit Tontechnik und Kamera und dann brauchst du das Internet dazu, da musst du das hinhauen und das ist für mich eine Das hohe Doppelbelastung. Das geht, wenn wir zu zweit da sitzen, ist das machbar. Ja, aber Aber die Idee haben wir sehr wohl gehabt. haben wir schon, ja. Bei deinen Brüdern zum Beispiel. Nicht? Also, dass man einfach bei einer anderen Location macht, wo vielleicht ein paar Leute da sitzen, aber das quasi eine private Runde Private ist. Runde ist, ja. Aber trotzdem ein Konzert. Ja. Ein Konzert. Ja. Aber Markus Bristronik, wir haben diese Idee durchaus im Hinterkopf. Aus dem Jazzstall oder so. Ja, ja. Spätshoppen in Bahndorf, der Alfie, ja genau, das war was anderes. Konzert am Abend, ja, die ihrem Hinkauf auch. Also einige, na gut, es ist natürlich klar jetzt, beim schönen Wetter könnte natürlich das Abendkonzert interessanter sein. Nicht? Aber so einmal im Monat, glaube ich, wenn man dann den Einmal, wenn man einen Frühschoppen macht. Was hast du denn? Stehziel erreicht. Jedes Mal, es ist egal, wann man die Sendung macht. Wenn man die am Vormittag macht, am Nachmittag macht, am Abend macht. Immer während der Sendung ist das Stehziel erreicht. Es ist ja wurscht, ob ich stehe oder sitze. Das ist eine falsche Programmierung. Irgendwas ist da. Ich weiß nicht, wie man das anders Irgendwas stimmt da nicht. Das Ich weiß es auch nicht, wie meine iWatch so programmiert, dass dann auch halbwegs was Sinnvolles von sich gibt. Ich weiß nicht. Ja, der Günther in Russland im Sommer sind mehr Leute am Abend zu Hause, ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Wobei, man, die Frühschoppen, Live-Frühschoppen, also beim Wirten, die sind natürlich wiederum ist auch im in Sommer. der warmen Jahreszeit besonders leibend, aber logisch, da sitzt man draußen, da kommt man hin. Ja, aber ich meine, John Borg ist auch der, habe die Ehre, Jawohl, John servus. Borg. Jawohl. Jawohl. Ist doch. Na gut, Patrick, dann spielen wir mal wieder was. Spielen wir was, ja? Man sollte die Wiener Liedbühne beim Donauinselfest wieder aktivieren. 3 Tage 16. Jawohl. Jawohl! Ja. Der Johann Schützer stößt da bei mir natürlich offene Türen ein. Völlig. Aber Das ist ein- wir haben damals schon nicht beim Donauinselfest gespielt, also würden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht spielen. Ich weiß, es sind alles so Politikum-Geschichten immer. Und ja, weißt du, wie das so ist. Und wir sind halt nicht deklariert. Also nicht, weil wir nicht deklariert sind, also wie die Illegalen, sondern wir sind nicht deklariert, weil wir uns gar nicht deklarieren wollen, weil das für mich einfach, für mich ist diese Zeit vorbei, die von diesem Parteibuch. Parteigeschichte. Die Zeit ist vorbei für mich, schon immer gewesen. Für mich. Also wenn das nie gehabt, Nein. und das nicht macht, das ist bei... Da geht es um Kunst, da ist völlig wurscht. Und da haben wir halt nicht mitgespielt. Da haben wir nicht mitgespielt, also, weiß ich nicht, ob das der Grund ist, muss man ja ehrlich sagen, aber ich nehme es einmal fast an, weil entsprechende Aussagen haben wir natürlich schon vernommen im Laufe unserer Karriere, wo es halt schon oft dann gemeint haben, das ist allerdings schon länger her, auch wieder, Schwang hier es wieder. war schon leichter, wenn man da irgendwie, nicht, aber ja, interessiert mich nicht. Ja, wurscht. Abwechselnd ein Frühshoppen und ein Themashoppen, Georg Scheurer. Ja, wenn man Ja, warum? Ja, passt. Schauen wir es uns an, überlegen wir. Machen wir einfach. Ja. Blunzenkiesler, es ist nicht das Stehziel, sondern Standhaftigkeit. Prost. Genau, Stehziel erreicht. Das heißt, das ist Immer wahrscheinlich was, eine immer was das Alkomat-Partie. zweite Achtel trinkst, Nein, das ist ein Alkomat, wenn du trinkst eine gewisse Menge und dann steht Stehziel erreicht. Und dann weißt du, ob jetzt ein Paar ist. Jetzt darfst du nicht mehr darf ich nicht fahren. mehr Auto fahren. Jetzt darf ich nicht mehr Auto Stehen Sie, nur mehr stehen.
Großartig, großartig, jawohl. Güterich Russell, ganz schützt, das wäre der Hammer. Ja, das wäre wirklich der Hammer, aber wie gesagt, da rede ich nicht mehr mit, weil da haben wir uns locker 20 Jahre vollkommen unnötig bemüht für diese ganzen Geschichten. Aber ich bin heute wieder, ich kann nichts dafür. Ich brauch nur, um selig zu sein. Zwei Fielen, ein Klampfen, ein Ohren Klavier, ein Glas auf ein heimigem Wein. Da wär ich wie warisch, ganz urlaub und narrisch, bei sowas da bin ich ja grein. 10 Schilling fürs Schrammen und morgen friss ma Grammen, das kann nur ein Werner verstehen. Gebuhen wir doch bitte einfach, ne? Oder? Ja, Bringst du das hin? ja, sicher. Aber ich nicht. Gebuhen wir ohne Gesicht, ich möchte heute fest sein. Denn wir heute sind mit sondern Risch sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauchen die Gesichter zu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht da bin ich nicht als grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Bist du nur traurig, wie ich mich in den Spiegel schau. Ich denke mir, mit meinem Gesicht, da kriegst du keine schöne Frau. Plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag mein Freund, ob er mit mir sein Gesicht in die Tasche möchte. Geboren mit ohne Gesicht, ich möchte heute fest sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauchen die Gesichter zu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nicht mehr zurück. Rudi Lutsch und Richard Czapek. Ja, Der Burgen wir da dein Gesicht. das ist mir gekommen, weil wir hatten das geschrieben. Ich glaube, der Rodolph Garbes hat das vorher gemacht. Ja, irgendwo war das. Fiakerlied war da noch. Musik Ein Thema. Rudi Lutsch, ja. Buchen wir doch dein Gesicht, ja. Smacing. Der Tom Tuber meint, eventuell ist es ein Promille-Piepsal auf der Uhr. Bei 2 Promille zu erreicht. 2 Promille, Naja. ich Ich weiß nicht, 2 Promille. Naja, Da liege ich glaube ich auf der Backen. Also aber wirklich. das war ich habe mich noch nie gemessen. Ich schon. Aber leider war es mir so. Aber nein, aber dann war er dem stehen zu Da erreichen. wieder, ne? da Und jetzt kannst du dich hinsetzen. Ein Promille gehabt und ich mir dachte, Patrick, weil du ein Luschen bist. Weil du ein Luschen bist, weil du nichts vertragst. Du musst trainieren. ja, da haben wir schon 4 Grilling und 10 Spritzen gehabt, glaube ich. Ah, ja, auf sowas. Schier so viel trinken. Die haben wir. Schau, Weltklasse dann nicht schlecht. Alle die roten Ochteln von einer. Jawohl. Jawohl. Am meisten freue ich mich auch, euch und vielleicht auch einige von euch hier live beim Taschler oder im Dornröschenkeller zu sehen.
Das war leibend, ja, und auf das freuen wir uns auch. Hoffentlich hat es hin. Hoffentlich geht das, dann können wir das in kleinen Runden wird das dann möglich Ja, sein. Ja? das Problem ist ja, Motivierten mitspielen. das Problem ist ja, dass das wirklich kleine Buschenschanken sind und du musst 10 Quadratmeter pro Person rechnen. Da können 2 Leute, da können nur wir 2 Ja, Leute das sein. kennen schon mehr, aber was hat denn der? Naja, der Taschler, Der Taschler hat 70 Quadratmeter oder 80, glaube ich. sowas. Also keine 100, also sprich keine 10. Jetzt sind schon wir 2 da, einmal, das ist schon mal weg. Und der hat draußen auch nicht mehr Platz. Und die Garten ist aber nicht so, im Garten darf es enger sein. Ja, der klar. Rein, ja, genau. Ah, ja, Also ja, der ja. Größenkeller, nämlich der Garten oben war Ja, stimmt. Also wie gesagt, wir werden das. Wir werden da was machen. Ne? Es wird passiert. Da schau her. Roman Buchter. Das ist natürlich ein Hit. Heute ist soweit, ich bestelle ein Leiberl und eine CD. Roman, Bitte bestellen, aber nicht hier, sondern schick bitte. Heuge eine, Zack. natürlich. Großartig. Jetzt muss ich das auch noch finden. Warte mal. Ist das das? Nein, das ist nicht. Roman, du brauchst nicht nur eine bestellen, du kannst sogar Ja. 3 CDs bestellen. Ja. Aber bitte unter booking.16erbuben.at, ich habe das jetzt gerade eingeblendet, CDs und Leiberl könnt ihr bei uns bestellen. Wir haben 3 verschiedene CDs. Und Genau. Leiberl haben wir nur eins, nicht? Aber in verschiedene Größen. Genau. Nicht? Leiberl haben wir jetzt aber, es steht auch gar nicht auf der Homepage, das Leiberl oder sowas, aber ja. Das Leiberl kostet 20 Euro, die CD 15 Euro und wir verschicken es nach wie vor versandkostenfrei. CDs könnt ihr schauen auf der Homepage, welche wir haben. Aber wichtig ist, über diese Adresse bestellen, weil da bestellt es direkt bei uns. Weil über die Homepage bestellen wir dann bei uns beim Vertrieb. Und da natürlich geht es dann nicht versandkostenfrei. Und es ist eben nur so die Corona, wie soll ich sagen, das Corona-Special. momentan, ja. Also booking@16erbuben.at oder halt uns irgendwie kontaktieren, aber am besten über diese Adresse, dann kann man das. Ein Schlückchen nehme ich jetzt noch. Jawohl. Aber ganz super Idee, Roman Buchter, einmalig. Bitte. Leiberl. Bravo, Prost. Und Michael Fressl, Jesus, nein, Fressl ist aber jetzt gut. beleidige ich schon unsere Gäste. Michael Fessl, Genau. Fritz Status. Eine traumende Nummer, sagt der Alex, EFAT-Reiter. Franz Ruschka, super. Natascha Speer kann uns die Achtel rein. Nein, Rudi, herrlich. Übt mehr. Wo vom Haus ein kleiner Buschenwind? Karl, sag es. Haben wir es ja oft gespielt über Skype jetzt, aber warum machen wir nicht? Ja, nochmal. Ist ja wurscht, sind wir bei. Heute spielen wir sehr viel andere. Ja, machen. Ja, ja. Open Air wäre Mörder, sagt der Zocker, ja. Nein, Open Air kommt. Da so, geht sicher was. Ja. wird jetzt im Sommer sicher sein. Also Veranstaltung nicht, ein Konzert darf es nicht sein, aber wenn ein Heuriger hat und wir zwei sitzen, da sitzen die Deppen, zwei Musiker quasi, dann geht's vielleicht. Dann geht's vielleicht. Ja gut, Veranstaltung auch ab September vielleicht, ne? Ab September vielleicht, ja. Weil ich glaube bis 31. August haben sie gesagt, ne? Ist einmal, genau. Vorläufig gehen, das kann sich auch wieder ändern. Was weiß man? Wobei ich sagen muss, so wie die Situation war am 20., 25. März, wie es offiziell dargestellt wurde, ich ahnte damals schon, dass zurückgerudert werden wird und das war auch so bis jetzt. Ja. Das alles wieder. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen Ne? wir mal. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, Wir aber warten auf ein Härtefon vom März. ja. Ich habe mit einem Musikerkollegen heute telefoniert, mit Silvester. Der hat gesagt, hast du da nichts gekriegt? Sag ich, ja schon, aber und dann hast du bei der AKM kannst du einrechnen, ja aber schon, da verdient mein Schatzl zu viel. Das geht sich nicht aus und der Verlag und alles drum und dran. Ja. Ja, Gemeinsam Haushalt lebend und so, da muss man alles das Auge und dann fällst du durch den Rost durch. Ja. ja. Also ich kenne, lustigerweise, ich kenne wirklich viele so was Szene und zwar Profimusiker durch und durch. Ich kenn keinen, bei dem jetzt das wirklich gegriffen hat. Also, Oh ja, paar schon, Julia hat was gekriegt quasi. ne, haben was gekriegt. Ja, ich habe auch was gekriegt. Tausender und so, Ja. Ja, aber ich meine, wir reden von Härtefon, nicht? Wir reden von Ausgaben. Also jetzt, ich kenne doch einige und die haben betreiben ein Studio oder sonst was. Na, nix. Oder ja, also, ja, daher. Also wirklich gut hat das nicht hin. Dann jeder Schluss gesagt, am Schluss von der Mama, vielleicht hast du schon geübt, Klaus. Nein, das habe ich nicht, das habe ich schon so lange nicht gespielt. Das haben wir jetzt schon länger nicht gespielt auf dem Anschluss. Und ich habe es auch nicht geübt. Ich sag's wie es ist. Wir haben schon ein paar Monate jetzt nicht Ja. gespielt, 2, 3 Monate schon. Locker Monate nicht. schon. Nein, ja, länger nicht, ja. Aber ja. Ja. Mhm. Arbeite im Ministerium. Ja. Na, pass auf. Thomas Basler, die Kirschenkern, bitte, ja. Schauen wir mal ab, vielleicht später. Aber die haben am Sonntag gespielt, gell? Ja, Aber gehen wir dann nochmal. Gehen wir dann nochmal. Jetzt machen wir mal die Ruselungen. Machen wir die Ruhe Das ist jetzt, ich hätte schon gewusst, der Warte, Zigarette setz mal. jetzt wieder auf. Jetzt wieder gut auf. Eine Komposition meines lieben Kollegen. Jawohl.
Fängt mir dann Husten an, schreckt sich nicht. Das dürfte nicht anhusten. Ah ja, genau. Ja, so. Husten ohne Husten. In die andere Richtung Husten, sicher Husten, aber in die andere Richtung. Weil sich das noch nicht verteilt erinnern. Gut, Maskenschutz. Bitte. 4 Vielen und der Bakelchick, das ist meine Ration. Durch Obstler und Gatschin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Lehm hab ich schon genug, wenn ich einfach in der Früh. Von dem Lehm hab ich schon genug, wenn ich einfach in der Früh. Mit einer Ruheslungen, Bötz, Zungen, Schädel wieder zu. Morgen weh und Husten und eine hinige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen ist kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Dagegen ist kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel. Das heißt? Da denke ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Joch. Ich komm drauf, ich füll es auf, behindert an meinen Blutkreislauf. Und ich spiel mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Und ich spiel mein Lebenslauf noch in der Früh auf. Mit einer Ruheslungen, Bötz, Zungen, Schädel wieder zu. Mundweh und Husten und eine hinige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Ruheslanger Bötz. So ein großartig. Auch ein Hit, muss man sagen. Ein Hit, ja, absolut. Auch ein Hit. Na schau, da kommt eine. Sehr starkes Lied, sagt der EZ 941, ja. Absolut, ja. Ruheslanger Bötz gesungen. Auch eines, muss ich sagen, ja, hat sich auch so eine unserer Hitte entwickelt gehabt. Ein Liebeslied noch, einen Wunsch von dir. Ein Liebeslied vom Klaus. Ja, können wir machen. Warte, die Achtel von eine. Bin ich dafür. Warte, ich schau noch gerade, schickt uns die Hette der Milchglaseln statt einer Achtel. Kann das nicht? Ich glaube, das ist die Software haut was bei dir. Ja, nein, ich glaube. Das sind Pflümlibecher vielleicht. oder so. Flügelbecher, ja. Ich glaube, schickt uns Milchglaseln. Wo kommen wir da hin? Weltnummer, sagt der Zonko. Schau da was an. Ja, dann machen wir noch ein Liebeslied von mir, ja. Also von mir, den Text hat ja die Monika Kuri geschrieben. Genau. Und ja, und ich hab das vertont. Der Versuch eines Liebeslieds. Nur so. Hast schau, eine Frau. Geht das ja? Gustav. E-Moll. A-Moll. Jetzt hab ich's. A-Moll. Jawohl, okay. Das hab ich geschrieben. Das muss man nicht kennen. Liebe Knefrau, schau, sie werden ja immer schöner und schöner. Liebe Knefrau, ich kann nur sagen, boah, ich kennt mit dir ganz gewähner. Ihr Gang ist findet leicht, wie bei einer Gazelle. Die Haare, die glänzen schöner als die edelsten Felle. Sie wirken so gefährlich, als wie ein Panther. Aber noch kommt einiges rasanter. Liebe Knefrau, schau, sie werden ja immer schöner und schöner. Liebe Knefrau, ich kann nur sagen, boah, ich kennt mit ihre ganze Quäler. Sie sind so wie ein Schmetterling, so farbig und leicht. Ihre Augenfarbe ist selbst vom Kotzen unerreicht. Kein Löwen ist so stark, kein Pfau so schön wie sie. Nur eins zwingt mich leider in die Knie. Ich hab eine Viecherallergie. Jawohl.
so viel zum Nundschasen nutzt. Nicht? Ja, naja, das geht dazu. Das ist. Das blaue Tinten, sag ich, ist das noch. Die blaue Tinten, ja. Müssen wir einmal. Das ist nämlich ein relativ. Kriegst du das hin? Nein, oder? Oh ja, bitte schon. Ich muss jetzt schauen, selber, wie es geht. Das kommt auch vor, glaube ich. Das blaue Ding, ja, ja. Achso, das F, ja, da immer doch. Warte mal. Ja, probieren wir es einfach. Probieren wir es einfach. Was man verlängert so gespielt Ja. hat. Das habe ich ganz geschrieben. So gut. Ja. Furchtbar. Dass ich die eigenen Lieder, dass ich so botzen tue, das stört mich am meisten. Aber das ist eine Krankheit. Aber es ist auch ein Liebeslied, den Text habe ich geschrieben, glaube ich, vor, naja, bald 20 Jahren. Das ist lang her, ja. Und die Musik, dann habe ich den irgendwann einmal gefunden. So lang klingt, der Ja. Text, ja. Und dann habe ich den am Klavier habe ich das, da habe ich am Klavier habe ich das vertont. Kann ich mich noch erinnern. Hast Ich du mein- Angie vorgespielt, kann mich noch erinnern. War das schon? Zeiland, was Zeiland? gespielt am Klavier. Weil ich habe in meinem im Kamin, im Kachelofenzimmer habe ich unterrichtet, stand auch ein Pianino und der Klaus hat da vorgespielt. Einer Musikerkollegin ganz lieb war. Hat mir gefallen. Lieb war er, das war wirklich lieb. Wirklich hart, aber ich das schon Ewig gemacht. her, ja. Hast du Ich schon am Klavier, gehabt, da war ich nicht ich. Ja. Waldmeister. Ein Schatz geht am Klavier. Aber Haben sie gespielt, da hat sie der Geiger hat da gespielt. Ein kleiner Bär mit großen Ohren. Ja, das Das habe kann ich ich mich erinnern noch. Das ist ewig Fast her. Winter. Fast Da, Winter. Da wieder, ich kann ja nur markieren am Klavier. Ne? Ich kann ja nicht. Aber es klingt nach was, also wer sich nicht auskennt, glaubt, boah, der spielt bis der Depper da. Das war natürlich so ein Ding. Ja. Da haben sie einmal gesagt. Also, Ja, aber das stimmt. Ich habe mir sogar Geld verdient als Barpianist. stimmt, ja. Und das ohne, dass man Klavier spielen kann, gescheit. Das war beim Schmiedhansel, da waren keine Leute. Und da haben wir mir gedacht, Patrick, das Das spart könnte man jetzt spielen. Trinker gespritzen, ich habe mich da wieder aufs Klavier und habe dort gespielt und kaum bin ich am Klavier gesessen, sind die Leute reingekommen. Gell? Das war nicht weggekommen. Und da habe ich ein paar Lieder dann gespielt. Ja. Da habe ich auch wieder spielen müssen. Na gut, aber probieren wir das einmal. Also alles blaue Tinten. Meine Kinder, die fliegen. Schauen wir, ob wir es zusammenbringen. Ja, wir lassen es einfach. Fangen wir gleich zum Spielen oder machst du ein Vollspiel? Machst du einen Einlauf? Ja, mach mal. Meine Kinder, die fliehen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller der Recht so schreibe die dir heute am Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Alles blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel tief, drum schreibe die dir heute ein Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Alles blaue Tinten auf Papier. Herr Kollege, bitte. Ja.
So kommt da mein Lieb zu dir, so kommt da mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Da los. Sicher Nummern schreibt das Ja. Kerlchen. Und die ja. dritte Strophe ist mir nämlich entfallen. Macht nichts. Weißt du, wie die geht? Nein, gell? Nein. Muss ich sagen. Ja, die dritte Strophe ist mir Dritte entfallen. Nummer. Deswegen haben wir das gekonnt mit der Bridge übernommen. Nein, ist ja schön. Gefällt mir sogar selber die Nummer. Gefällt mir sogar selber. Aber, ja, ist jetzt wieder nur ein Schluck. Geile Nummer. Ja. Ja, Thomas Faber, ich wette mit euch, ihr kennt kein Lied vom Horst Mähler Juni um 5 Euro. Ja, hast schon gewonnen. Kann ich keins, ja, stimmt. Ja, stimmt. Boy, Sitz ist auch wieder da, großartig, wunderschön, sagt der Zonkos Welt, die Frau. 40 Männer, ich schaue einen Sprung zum. Wahrscheinlich, meinst du damit Oliver Grün, aber. Was Oder haben wir ist der geschrieben? heute? Ist der heute? Weiß nicht. Ja, Oliver Ja, müsste. ja. Ja, oder ist am Donnerstag? Nein, Montag. Ich glaube, es ist immer Montag und nicht am Donnerstag. Das ist heute der Oliver. Der Ja. Mr. Green. Mr. Green, Mr. Green. Dr. Sau gut, Green. herrlich, Chaco Speed, sau gut, Landtalstromer. Danke Patrick für das Solo, sagt der Günther Erich Russell. Bitte gern Ja, unser gern Gitarrist, geschehen. der Ja, Günther. wunderbar, wunderbar. Sehr schön Autumn gespielt. Leaves habe ich mir nichts auch. Gestern, Autumn Leaves am Abend haben wir das gestern angehört. Ja, The autumn leaves gern mitgespielt. drift by my window. Danke, was für eine schöne Nummer, sagt Michael Fessel. Chaco Speed, echter Wahnsinn. Nein, das gefällt mir. Ja, die müssen wir öfter spielen, Patrick, aber da muss ich jetzt noch mal nachschauen, wie die dritte Strophe geht. Das ärgert mich, dass mir das oft nicht einfällt. Das haben wir es eh gespielt ein paar Mal, aber ja, das Ja. ist wieder. Ja, trotzdem, das ist wirklich. Eine Nummer für die Die Jazz-Gitarre. eigenen Lieder spielen wir dermaßen fast immer, aber die gängen nicht ins Fleisch und Blut über. Die Ich sind versteh's nicht so. Nein, ich verstehe es nicht. Das ist, Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Weil wir kommen schon langsam zum Schluss, hätte ich gesagt. ja, bin ich auch dafür Ja. heute. Nachdem wir eine anstrengende Woche haben, wir sehen uns ja am Donnerstag schon wieder. Und Ja. am Freitag auch. Donnerstag und am Freitag. Weinkostung. Donnerstag So. wieder von hier, ganz sicher. Ja. Na schau. Blunzenkistel für den Hattrick. Gleich 3 von meinen liebsten Lieder schmeiße ich gleich was in den Hut. Und ein Like kriegt's auch. Naja, so. Also muss wir heben kurz, so danke. Jahressteller Fonte, so romantisch, sehr, sehr schön. Dankeschön. Ja, ich weißt du, was wir spielen könnten? Die Einsamkeit. Ja. Das ist auch ein Lied von mir. Auch von das, ist, natürlich. das ist ein sehr Mein trauriges guter Lied. Freund. Das ist ein sehr melancholisches Lied. Mein guter Freund. Bin Und, schon schnell. und ich schreibe eigentlich gar keine. Also normal. Ja, hier ist, Eigentlich nur melancholische Lieder. bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich schreibe halt so. Was, das ist oder? Naja, ich meine, die Russland ist jetzt auch gar nicht ein Ding, nicht? Aber Schau die Frau auch nicht, ich meine. Das ist, als oder? Blues im deutschsprachigen Raum, genial. Günther Erich Russland, ja, danke dir. Danke, danke. Tom Turbo sogar ein neuer Liedfavorit von euch. Dankeschön, ja. Das ist ja, weil Liebeslieder gibt es im Wienerischen fast gar nicht. Ne? Fast nicht, ne? Ja. Und die Einsamkeit, so nennt man das Lied. Ich habe es eigentlich getauft, also ich habe es eigentlich benannt mit Mein guter Mein Freund. guter Freund hast, ja? Ist auf welcher CD auf der Vorstadt Blues, glaube ich. Also das war die zweite. Nein, mein Na? guter Freund ist nein, warte mal. Ich glaube schon. Nein, die ist auf das Wiener Lied. Wie er lebt. Lebt die Szene, ja. Die haben wir beim Ernst aufgenommen, ja. Glaube ich zumindest, oder? Nicht? Ich bin mir jetzt unsicher. Ja, auch, ja. sicher. Auf jeden, aber es ist schon länger her, das Lied. Ja, das ist schon. Aber du hast recht, das kann nicht gewesen sein. Das stimmt, das ist sicher, ja, du hast recht. Ist ja wurscht. Also auf jeden Fall ist es ein Lied, das, das ich auch relativ lang liegen gehabt habe, weil es eigentlich sehr melancholisch ist und mir fast zu melancholisch, nämlich auch vom Wesenszug her. Aber wir haben das dann ein paar Mal gespielt und dann haben so viele Leute gesagt, na bitte, und die haben sich das gewünscht und wir spielen das eigentlich fast nur mehr auf Wunsch. Das wird aber jedes Mal gewünscht. Das ist so, okay, spielst mir die Einsamkeit. Ja, aber das schreibt auch, ne? Der Rudi Korb ist ein super Lied. Ich weiß jetzt aber auf welches er es jetzt bezieht, aber ist wurscht. Aber zum Beispiel der Franz M. Einsamkeit, ja. Das ist natürlich,
Ja, das ist so, aber das spielen wir jetzt. Also offiziell heißt es mein guter Freund und inoffiziell, also jeder sagt, jetzt spielen wir die Einsamkeit. In F-Dur, soweit ich weiß. So wie ich es geschrieben habe. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Kron, da kennt den Wurstel jeder Schlag. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund Hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lad dich ein. So mach mich hetzig ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir gebracht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, dann mach die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will mal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Jawohl. Super, ne? Naja, gut. Also, Ein Hit jagt den anderen. ich muss sagen, mir gefällt es selber sehr gut grundsätzlich. Es ist mir sowohl textlich wie auch melodiös gelungen, aber mir ist sie fast, also für meinen persönlichen Geschmack, zu melancholisch dann. Weil es eigentlich nicht wirklich gut ausgeht. Nein, eigentlich nicht wirklich. Und das ist unwienerisch. Unwienerisch, Ja. ja, ganz Aber unwienerisch. ich kann mich genau erinnern, ich weiß genau, das habe ich geschrieben bei einer heurigen Tour. Also bin ich allein von daheim, also heurigen, von mir daheim, ich bin früher. Und da kriegen wir Pilgerfahrt fast. Ja, nein, ich bin außer mit der Tier nur beim Heirigen. Und da habe ich geschrieben, da ist mir nämlich am Weg zum Heirigen, ist mir die Idee eingefallen mit Einsamkeit, ein guter Freund. Und die Einsamkeit, und warte mal, mit der Einsamkeit zu zweit, Zeugenlied, das ist mir eingefallen, auf dem Weg zum Heirigen. Und da habe ich die erste Strophe geschrieben beim alten Weinstock, den Heirigen gibt es nicht mehr.
die war die erste Strophe. Da bin ich weitergebildet zur Zehner Marie. Dann habe ich dort die zweite Strophe, weil überall habe ich keinen getroffen. Das ist ja noch dazu gekommen. Sowas, ja. Zehner Marie war die zweite Strophe und dann Stimmt, im Schwarzen Raben. Nein, im Schwarzen Raben. Also so gesehen, die dritte Strophe war dann im Pub, im Irish Pub in Ottergring. Da habe ich dann die letzte Strophe geschrieben. Ja. So ist das gewesen. So. Schaut sich das an. Die Weltpartie, drauf was Flottes. Naja, passt natürlich wie Faust auf Auge, aber warum eigentlich nicht? Warum nicht? Oh, schau die Achtung. Und dann machen wir ja wirklich Schluss. Schau, Franz Weierhofer hat vollkommen richtig gesagt. 9. Titel auf der Wiener Vorstadt Plus. Dankeschön. Also doch Vorstadt Plus, jawohl, ja. Harry Stelafonte braucht ein Taschendeckel und nur einen Wein. Das ist sowieso kein Problem. Sonko, probier's zum Mitspielen. Ja, naja, gut, aber mit dem Passlauf. Ja, Weißt du was, Patrick? Unterhalt die Leute. Ich halte sie noch, ich muss aufhören. wir machen nicht, wir haben Ja. gesagt, eine Nummer noch. Ja, aber das ist ja, ich Ja, kann das ja nicht ja in Spann spielen. Unterhalt die Leute dazu. Oder wollen die Leute dabei, da spüren ja Entschuldigt, was vor. entschuldigt. Sie muss- Die spüren nicht dabei was vor. Als wir noch geskypt haben, habe ich ihn einfach groß geschalten. Nicht? Jetzt Ja, müssen wir das- zuschauen, wie ich da drüber gräube die Kabin. Ich bin, glaube ich, Bitte verletzt dich nicht. nicht, wir dürfen nicht beieinander, fällt mir gerade ein. Gerade Jungen. Ich wollte nur bei dir anhalten. Ja, das ist ein Klassiker. Hoppala, Das wäre- hätte hätte den- weggeflogen. Das hätte das Dopplermeter ad absurdum Ja, geführt. unterhalte ich euch dabei mit einem kleinen Zwischenspiel hier, mit einem Stück, das mir einmal eingefallen ist vor längerer Zeit auch schon. Fangen wir mal an. Bitte, der Herr Kollege ist schon da. Aber einmal. Dankeschön, Aber einmalig. Dankeschön. Virtuos. Für Yvonne, ein kleines Walzerchen. Ja, von ihr. Nein, virtuos. Auch vor vielen Jahren geschrieben. Ja, schön. Du kriegst nur Achteln. Du kriegst nur Achteln. Das ist sehr nett von euch. Dankeschön. Winke, winke, Achtel. Nein, Wahnsinn. Großartig Ich geschaut. trinke auch Windgeist. Danke, großartig. Windgeist. Schön, dass du dabei bist. Ja, Rudi Korbes sogar ist auf dem Vorstadt Plus drauf. Na Nein, gut. Wahnsinn. Dann kommt das Finale, Grande. Da schaut der Franz Emke ein großes Kompliment. Sagt zu mir, steht für mich in Einsamkeit und der steht für mich auf derselben Stufe wie der Herbert Aschtar. Franz, das ist natürlich ein Kompliment. Da sage ich herzlichst Dankeschön. Das ist wirklich ein Kompliment. Ja. Wenn ich schneller von dir sagt, der Servus, ich schau kurz nicht hin, ist der Weg, der Klaus. Na, das geht schnell. Das geht geschwind. Das geht Solange es nicht da bezieht. Herrlich. Andreas Christina ist auch dabei. Rote Achteln kriegst Patrick. Ja, danke, danke, Ja. danke. Ja. Schau, was du noch. Aber ja, meine Herrschaften, na schau die Achteln.
Patrick, der feinfühliges, aber trotzdem flinkes Fingerspiel hat. Brigitta Scheurer. Du hast recht, da kann ich da stimmt, ja. nicht widersprechen. Das musst du genießen. Du Hendrix auf der Quetschen. Danke, sagt der Günther danke, Russl. danke, Günther, Ja. danke. Der Franz Ruschka sagt sehr schön, wie ist der Titel? Ich meine, was der Für gesagt hat. Yvonne hat das Ganze, ne? Für meine Ex-Frau geschrieben damals. Mit das schrieb, da waren wir noch gar nicht verheiratet. Das stimmt. Und? Warte mal. Die Schnapsdrossel habe ich auch geschrieben. Die Schnapsdrossel. Tragische, Aber ja. das war was dann geschrieben? Nein, das war die Schnapsdrossel. Die Schnapsdrossel habe ich geschrieben. Was auch im Schwarzen Raben nämlich. Genau, aber Das stand nicht. was rausgekommen sind. Black Raven. Und ich bin Klaus in der angerufen, ich habe gerade ein Lied geschrieben. Und habe es ihm vorgespielt mit einer Nacht beim offenen Fenster. Der Patrick hat mir oft angerufen, der Vetter hat gesagt, ich habe einen Hit geschrieben. Ja, wer viel schreibt, hat irgendwann einen Hit. Ja, sicher. Ja, also, wir arbeiten noch. Wir arbeiten noch. Meine Herrschaften, es war uns wieder eine große Freude. Bitte unterstützt euch auch gegenseitig. Bitte unterstützt uns in unserem Kampfe für das Widerlied. Das klingt militant jetzt, gell? Das ist ja fast wie bei den Kommunisten. Ja, gell? Kampf für das Widerlied. Ja, also ja, unterstützt uns dabei, das Wienerlied wieder Kampf auf der den... Arbeiterklasse. Das ist der DDR fast. Ja. Das werktätige Volk. Wir bitten euch, uns zu unterstützen im Kampf für das Wiener Lied. Aber ja, nein, dass es wieder zu dem Stellenwert kommt, das es verdient. Und da sind wir eigentlich recht dankbar. Und ja, unterstützt uns dabei eben durch Teilen, Liken, Abonnieren. Sagt es weiter, das ist ganz wichtig, damit auch andere Leute wieder draufkommen Genau, und andere so ist Leute es. auch uns abonnieren können, den Kanal, vor allem YouTube. Wäre jetzt ganz super, das wächst ganz schön. Schön langsam, aber sicher, also es mehrt sich jeden Tag. Aber wir sind also noch... Weit wir weg sind von noch 1000, ein bisschen weg. noch. ja, naja, 250 Leute, sag ich jetzt einmal. Ja. 770 sind sie, ja, genau. Ja. Und ab 1000 Abonnenten nämlich kann man dann einiges mehr machen und man kann dann monetarisieren, wie es so schön heißt. Ja. Und was auch dazu kommt, ich kann jederzeit mit meinem iPhone einsteigen und kann eine Sendung von mir daheim auch machen oder so. Nicht? Ja, also Auf dem Kanal. wir haben einfach mehr Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten einfach und wir können uns mehr spielen. Weil das Also einfach da war uns schon mal wirklich geholfen und eben darum sagt es weiter, teilt das Ganze, redet die Leute aktuell, also wirklich aktiv an und sagt zuerst... das kostet euch nichts. Genau, Also, kostet nichts, ja. abonnier, hast nichts verhaut, sondern unterstützt das Wienerlied. Und ja, alles andere haben wir eh schon gesagt. Virtueller Hut wisst ihr auch, dass wir wieder am Donnerstag live sind, wisst ihr auch. Dass wir am Freitag Ja. die Weinkost haben, wisst ihr jetzt auch. Wie es am Sonntag ausschaut, wissen wir noch nicht. Haben wir da, je nach Wetter. Na, Sonntag ist Muttertag, da werden wir nichts machen. Nein, Sonntag mache ich sicher nichts, Da weil. machen wir nichts. Nein, das sicher. Außerdem mache ich vielleicht die Motorradausfahrt mit. Also wer da mit dabei sein will, St. André Wördern, der Kreisverkehr, dort ist um 11 Uhr scheinbar ein Treffpunkt und da fahren wir in die kalte Kuchel. Vielleicht bin ich auch dabei. Also die Chancen stehen gut. Fahren wir in die kalte Kuchel und ja, eine kleine Runde sozusagen. Und vielleicht Ja, hat von der St. eine oder andere André, Lust. die kalte Kugel, sag ich euch gar nicht. Das werden schon 200 Kilometer sein, alles zusammen. Ne? Ja, 250. ja, das ist ja 300. nichts. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Mit Motorrad. Mit Radl will ich das nicht fahren. Aber ich fahre eigentlich das nicht von mir. In einem Tag nicht. Ja, nein. Ja, aber das war die Schlussansprache. Wunderbar, dickes Puzzle, danke herzlich, dass du dabei warst. Patrick, Danke. super, dass du wieder hergefahren bist. War mir eine Ehre wieder. Wir machen die Weltpartie zum Abschluss. Ja. oder? Die Weltpartie. Alle Leute kennen mich, ich bin von der Weltpartie von Wien. Gängen mir auf den Wein, schenkt er mir das Doppler, weil so haben's Haue gern. Jeder stimmt ein Lied, aber jeder von uns singen kann ja jetzt verstehen zu mir. Und zu Hause wird mitgesungen. Wir sind eine Weltpartie, jojo, eine Weltpartie. Sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, jojo, eine Weltpartie. Wir sind die Weltpartie von Wien. Ballett, ja, Kollege. Hopp, hopp, hopp.
das stimmt ein bisschen, aber jeder von uns singen kann ja jetzt. Verstehen so wie und gerade Finale. Wir sind a Wildpartie, jojo, a Wildpartie. Sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind a Wildpartie, jojo, a Wildpartie. Wir sind die Wildpartie von den. Viert euch gut, Papa, bis zum nächsten Mal. Viert euch!